Ja, gestern hat der Timo doch gesagt, er gehöre gar nicht zum Detektivclub. Also, es war ja so. Gestern Abend hat der Timo seinen Eltern erzählt, dass ich den Alex bissen habe. Timo, seine Eltern, haben mich ganz streng angeschaut und gesagt, wenn so etwas noch einmal vorkäme, müsse ich ins Hundeheim. Manchmal ist es halt nicht einfach, wenn man zu Unrecht verdächtigt wird. Traurig, weil mir niemand glaubt, und hungrig, weil ich nichts zur Nacht bekommen habe, bin ich noch ein bisschen in den Garten gegangen. Zum Glück hat es auf dem Trottoir eine Pfütze mit verschmolzenem Glacé gehabt. Irgendjemand muss dort ein grosses Vanilleglace verloren haben. Der Timo ist gleich darauf auch rausgekommen. Er hat vor ihm ins Bett gehen, noch eine Runde mit seinem Velo fahren. Als er das Velo zu der Garage ausholt, hat er nicht schlecht gestaunt. Sein Velosattel war fort. Ein Satteldieb. Ein neuer Fall für den Oberschnüffler Oswald. Ich habe gewusst, dass das meine Chance ist. Der Timo hat seine Skates geholt und hat gar nicht verstehen, wieso ich so nervös war. Als ich begriffen habe, dass der Timo gar nicht vorhat, dem Dieb auf die Schliche zu kommen, bin ich einfach losgerannt. Ich kann den Dieb auch auf eigene Faust suchen. Jawohl. Der Timo mit seinen Skates war recht schnell. Und gleich habe ich es geschafft, ihn abzuhängen. Ich war schon gleich im Park. Dort, wo ich vor ein paar Tagen Gora gefunden habe. Ich habe nicht schlecht gestaunt, wo die Leute im Park laut gekreischt haben, als ich im Park gekommen bin. Ein paar ältere Damen sind auf die Bänkchen geklettert und haben mich ängstlich angeschaut. Erst, als ich das Wort Tollwut aufgeschnappt habe, ist mir ein Lichtchen aufgegangen. Ich hatte immer noch eine verschmierte Schnauze vom Glacé, das ich aufgeschleckt habe. Und die Leute haben gemeint, das sei Schaum. Und weil tollwütige Hunde Schaum haben vor dem Maul, haben die Leute eben gemeint, ich habe Tollwut. Die Lage ist dann richtig unangenehm geworden. Sogar ein Polizist ist aufgetaucht und hat mich einfangen. Zum Glück ist dann gerade der Timo gekommen und hat dem Mann erklärt, dass ich gar nicht tollwütig sei. Der Timo hat mich dann mitnehmen, aber ich bin ihm gerade wieder ab. Ich habe nämlich gewusst, dass Maruscha ganz in der Nähe wohnt. Und ich habe eben gedacht, dass ich den Timo vielleicht dazu bringe, ihr vom Satteldieb zu erzählen und vielleicht sogar wieder Mitglied vom Detektivclub zu werden. Und wirklich, mein Oberschnüfflerplan hat funktioniert. Ich bin laut bellend und Maruscha in ihr Haus herumgerannt. Gleich schon hat sie ihren Kopf zum Fenster rausgehebt. Ja, und dann hat der Timo fast nicht anders können, als ihr alles zu erzählen. Maruscha hat sich gefreut, dass der Timo wieder im Detektivclub ist. Sie hat ihn mit dem Velo heimziehen, aber hoppla Schorsch, auch ihr Sattel war fort.